Bonjour die Damen und die Herren. Es sind heute zu Bresel und wo ein ganz spannend Fort zu summen, haben wir natürlich geguckt, was in Amerika geschieht mit den Wahlen. Ihr wisst, dass den Herr Trump gewählt wird, was ich persönlich begrüße, weil ich viel Hoffnungen habe, dass dann eine Reihe Dossiers, die für mich wichtig sind, Herr Trump die richtige Politik möchte. Wenigstens die Politik, die ich für richtig halte. Das ist eine Friedenslösung für die Ukraine. Das ist mir von Anfang an wichtig gewesen für die DDR allgemein, weil wir hatten dort vom Anfang an an der Chambre zu Lützeburg gefordert, und ich hoffe, dass Herr Trump auch die nötigen Akzente setzt, wie wir den Krieg ganz sehr benennen können. Und es ist auch so, dass Herr Trump an anderen Dossiers, die für uns wichtig sind, zum Beispiel Freedom of Speech, Freiheit, wir können zu sagen, was wir wollen, auch an den sozialen Medien, dass auch da in dem Bereich amerikanische Politik einen Einfluss auf europäische Politik wird tun, dass wir Männer Zensur haben, wir in Europa Freiheit von der Regierung eingeschränkt durch den Digital Services Act, eine europäische Reglementation, die überall durchgesagt wird. Aber das nicht für richtig halten. Ich bin auch der Meinung, dass Leute sollen so können, so was politische Sachen angeht, so weit wie möglich frei können schwätzen. Natürlich an gewisse Grenzen, wie zum Beispiel keine Beleidigungen oder so Sachen. Ich meine, das versteht sich von allein. Heute zu Bresel hat man eine ganze Reihe Hearings, wo Kommissäre, die mir auch zum Teil Sorgen machen, dass das ein Hearing, also sich von den neuen Kommissären, die sollen nach Funktion kommen, 3 Stunden lang, den Deputierten muss dann Antwort stehen. Da sind Sachen, wo Lützeburg sicher weiter unter Druck bleibt. Ich denke dann als Finanzplatz, Steuerregelungen und andere Sachen, die sollen weiter gefeiert gehen oder auch Überwachungsmechanismen auf europäischem Niveau, was vielleicht für uns Finanzplatz auch kann Notdeler mitbringen. Das muss ihn dann am Einzelnen sichern. Meine Aufgabe besteht daran, zusammen mit den zuständigen Autoritäten zu Lützeburg zu gucken, für europäische Interessen mit den Lützeburgischen an Anklang zu bringen. Und das werde ich auch ganz sicher machen, weil ich sie natürlich nicht für nicht die letzten Interessen ganz prioritär am Ernst zu behalten. Und dann ist natürlich auch etwas, was typisch ist für die Europäische Union, und wo die Europäische Union selber hier Traité verletzt, weil Zuständigkeit bei Kommissären, die überhaupt nicht dürfen gehen, wie ein Kommissär für Logement zum Beispiel. Logement ist keine europäische Kompetenz, das steht da keinem Traité. Logement ist eine nationale Kompetenz. Da gesagt, wie die Europäische Union immer mehr probiert, Sachen, Kompetenzen aus sich runterzuziehen und durch die Memberstaaten mich schwer zu machen. Den anderen wichtigen Bereich, wo das ganz gut gesagt als Défense und den Traité als die Europäische Union keine militärische Allianz. Wir haben einen Kommissär für Défense. Der Tisch, den noch hier seht, wir müssen sogar bis 6% wird den Herr gesagt, gestern in einem Hearing für als Verteidigung ausgehen. Das sind komplett illusorische Sachen. Und was wichtig ist, bei uns sind im Kompetenzbereich von der Europäischen Union, so wie dann Traité steht, wird aber gemerkt. Ich meine, das ist auch eine Schuld von den nationalen Politikern. Sie müssten so ganz klar, dass das eine nationale Kompetenz, keine europäische Kompetenz, mit den Regierungen, die wir haben, die haben einfach nicht den Courage, dass die auf europäischem Niveau verteidigungspolitisch so zusammen schaffen, als absolut an der Reihe. Mit das kann über NATO gemerkt gehen oder bilateral an andere Fora. Oder muss ein Traité in anderen für die Europäische Union die Kompetenzen eben dann zu gehen. Mit das ist ein Prozess, der viel gesehen ist, den aber nicht angehalten wird. Ihr seht, das ist wirklich eine spannende Zeit. Das ist auch eine Zeit, wo der Begriff von der Rechtsstaatlichkeit an dem Kontext muss auch vorgestellt gehen, weil die Europäische Union sieht ja für sich selber, sie wäre rechtsstaatlich, sie will Traité respektieren. Und das, was man gesehen als Power Grabbing, so wird das hier genannt, das ist der Versuch, immer mehr Pouvoiren auf europäischem Niveau zu verlagern, auch ohne vertragliche Basis am Platz an den Memberländern zu lassen. Nächste Woche mal nach Hearingen, ganz interessant, da geht es dann um den Kommissär, den zuständig ist, zum Beispiel für Demokratie, an den sich, ein bisschen wie beim George Orwell, zwar Kommissär wie Demokratie ist, aber wirklich geht auch an der europäischen Logik, an der wir im Blick sind, Freiheiten erschränkt. Meine Aufgabe ist, ich will auch da an dem Hearing schwätzen, zu probieren, da dagegen zu gehen. Ich sage noch einmal merci für Ihren Interesse an unserer Arbeit und wünsche Ihnen einen ganz schönen Tag. Merci.